Max Berlant ist Taki Aida Chuchem. Noch heintigs Mal hat Dafke nicht getroffen. Es ist Taki reingekommen in den Waggon a Parschein, a Grober, a Gesinnter, a Versappeter, mit etlichen Chemedanes, ist Taki zugegangen zu Maxen, Taki betrachtet ihm, wie liegt das übergedeckt mit der Nummer Bessarabitz. Nur hat nicht ausgespiegen 3 Mal und ist nicht umgesprungen. Ist nur gestanden und hat betrachtet dem dosigen Nefisch, dem Antisemit mit der semitischen Nuss, weil beschassen Schlufen hat sich das Blatt ein bisschen geglitscht und die Charpe, die Nuss heißt es, hat sich entpleckt und herausbewiesen bei unser Held mit ihrer ganzen Pracht und Glanz. Gestanden etliche Minuten mit der Schmeichel auf die Lippen und weggelegt die Chemedanes auf der zweiten Bank, wo sie gegen Maxen, hat sich unser neuer Parschein herausgehabt auf ein paar Minuten auf dem Vokzal, hereingekommen zurück euch mit der Nummer Bessarabitz, aufgebunden der Chemedan, herausbekommen von dort eine Kischele mit der Koldre, mit ein paar Steckschicht, mit der Fläschel Eau de Cologne, sich gemacht ganz heimisch, ausgezogen sich über der Bank und übergedeckt sich mit dem Bessarabitz. Punkt also wie unser Held Max Berlant. Gelegen und gerächert, gekickt auf Maxen und geschmeichelt, sie gemacht früher einäugig, nachdem das andere, ungeheuben ein paar Wollinke Drimmeln. Wir lassen schlufen unsere beiden Bessarabitzes, a Banker gegen a Bank. Wir wollen bekannt machen dem Leser mit dem zweiten Parschein, wer ist und was ist. Ist ein General. Nicht kein General von der Milchumme und nicht kein Generalgubernator, nur ein Generalinspektor. Ein Agent heißt es von einer Gesellschaft. Heißen heißt er Njemtschik, der Numen seiner ist Chaim, nur schreiben schreibt er sich Albert, in riefen rief man ihn Petje. In Flieg kommt doch euch auch ein bisschen wildlich. Meile als von Chaim wächst euch an Albert, versteht sich noch. Worum Lemai, wie so wird bei uns von Velvo Wladimir, von Yisroel Isidor und von Avrum Avakum, nur wer so ist das geworden von Chaim Petje, müssen wir sich also reinlassen ein bisschen in Chkire, sich vertiefen in Chochmes Haluschen und gehen mit dem Seichel Hayusha. Reisches Chochme warfen wir aus die Chest von dem Chaim. Nachdem beten wir Mechile die 2 Jiden mit der Mem, bleibt schon noch über die Aleph allein. Stellen wir zu der Aleph nicht mehr wie ein Lamed, mit der Beis, mit der Nein, mit der Reish, mit der Tess, macht das nicht Albert? Nun, und von Albert wird schon bemele Alberti, Berti, Betty, Petty, Sic transit Gloria Mundi. Und so heißt es, wird von Akatschki ein Indik. Bekitzer, unser Paschoin heißt Petty Njemtschik, und ist ein Generalinspektor und führt aus die Welt wie Max Berlant. Nur ist betäubt schon gut einander mit Nefisch, ein Lebendicker, ein Freilicher, ein Beredevdicker. In Chotscher heißt Petje und ist ein Generalinspektor, von deswegen ist ein Jid gleich mit allen Jiden und hat lieber Jiden, lieb zu erzählen meistens und Anekdoten von Jiden. Petje Njemtschik mit seinen Anekdoten hat Hashem auf der Welt. Ein Stückchen Chesuren, wo es wie ärgert an Anekdot, hat sich es, sagt er, getroffen mit ihm allein Tage. In Beschass meint er, schwert er euch up mit Kola Schwiees Shabu Oilem, und allemal trefft sich mit ihm der Anekdot in einen anderen Ort. Er vergesst von einem Mal zum anderen. Die Maschmu ist, als Petty Njemtschik, der Generalinspektor, ist ein bisschen gehabt auf der Ivre. Das heißt, er ist ein Stückel Balmegazem. Oder wie man rief das in unsere Kanten, er ist Michele Aligner. Hat kein Verribbel nicht, was wir drücken sich aus so grob. Es wollte eigentlich gewinn genug, wir sollen suchen auf ihm, als er ist ein Agent. Und was ein Agent ist, weißt du doch allein. Reingekommen in den Waggon, in der Seen unser Max Berlant liegen ausgezogen auf der Bank, übergedeckt mit der Nummer Bessarabitz. Und er kennt noch der News, als der Paschoin ist kein Schimme Chitten nicht mit Kuschewanen und mit seinem schönen Bessarabitz, ist die erste Machschuwe seine gewesen. Eine Anekdot, eine neue Anekdot. Er wird schon haben mit Gottes Hilfe, wusste erzählen und erzählen. In Petje Njemtschik hat sich Ruhe gehabt auf dem Vokzal, hat sich bewurnt euch mit der Nummer Bessarabitz und hat sich weggelegt dagegen Maxen, sehen, was wird du sein, und ist euch an Schlufen geworden. Als Sind lassen wir über den Bessarabitz Nummer 2, das heißt dem Generalinspektor Petje Njemtschik, und kehren sich ihm zurück zum Bessarabitz Nummer 1, das heißt zum Commis-Voyageur Max Berlant. Max Berlant hat gehabt eine schwere Nacht. Apunem, es haben mit ihm geredet im Eichulem, was hat gehabt auf dem Vokzal. Machmes, es haben sich ihm geplantet Maschinen, moderne, wilde Chaläumes.
Le Muschel, es hat sich ihm gedacht, als ist nicht Max Brillant, als ist Gur Kruschewan, der Redakteur von dem Bessarabitz, und als fuhrt nicht im Waggon, nur reiten dick auf a Duwe Rache. In a Rack, a reuter Rack, a gekochter, winkt sie ihm mit die Hörner, und es hört sich von nirgends a Gewein, Keschenev. Und wie etwas a Windel blust ihm in die Euren, und hört a Schelästchen von Blätter oder von weibersche Kleidlich, und will öffnen an Eug und kennt nicht. Und tappt sich bei der Nuss, nicht du kein Nuss, kein Simmen von kein Nuss. Auf Not von der Nuss tappt a Bessarabitz, und weiß nicht, wie ist. Will sich rühren und kennt nicht. Fühlt, als das ist a Chulem, nur kann nicht Gäuver sein dem Schluff. Kann nicht gewältigen auf sich, kann nicht. Liegt in Leid neben größer Jesirem, ist wie in der Hinnerplätt. Fühlt, als gehen im Mäus die Keuches. Nimmt sich mit dem letzten bisschen Kraft und lässt daraus a stillen Krächz, wo's nur allein kann ihm hochen. Öffnet auf a Stückel Eub, komm, was seht, und da seht a Strahl von a Licht, in der Gestalt von einem Menschen, wo es liegt ausgezogen gegen ihm, euch einer allein wie auf einer ganzen Bank, in euch übergedeckt wie mit der Nummer Bessarabitz. In unser Max wird nivel wenig stäumen. Es mult sich im Eis, als du seht sich Tage allein ausgezogen auf jener Bank. Und kann bestimmt öffnen nicht verstehen dem Seichel. Wie kommt Max hin auf jener Bank? Und wie so seht es ein Mensch sich allein und ein Spiegel? Fühlt, als einzigweise stellen sich ihm die Hurkapäuer. Bisselchweise hebt unser Max kommen zu die Gedanken und verstehen, als jener, was liegt dort auf jener Bank, ist nicht nur ein anderer. Ist ihm aber Kusche. Von wann hat sich genommen ein Herr der dosiger Paschoin, in Grud gegen ihm, in Grud mit der Bessarabitz? Unser Max hat keine Zeit nicht warten bis Tag, und es will sich ihm treffen, das Reiten nicht Gicher. In Tag ist scheun. In Tage bald. Und tiet sich Rier und hebt uns ein Schelästchen mit dem Blatt. Und hört, als jener Paschoin, wo's auf jener Bank, tiet sich euch Rier und schelästchen euch mit dem Blatt. Bleibt still und kickt sich ein noch stärker, und seht, wie jener Paschoin, wo's auf jener Bank, kickt auf ihm mit einem halben Schmeichel. In unsere beiden Bessarabitzes liegen eins gegen das andere und kicken eins aufs andere und man schweigt. Beide Antisemiten Chalischen gehen euch wissen, wer man ist, nur man hält sich ein mit allen Keuches und man schweigt. Fällt Petty auf ein Seichel und hebt euch zu pfeifen Stillerheit ein bekannten jüdischen Motiv von einem bekannten jüdischen Liedl. Und Max hält im Winter euch still und euch mit der Pfeifen. Setzen sich weg Pavolinke, unsere beiden Antisemiten, werfen herab von sich die Bessarabzes und losen euch den bekannten jüdischen Motiv von dem bekannten jüdischen Liedl, schon nicht mit den Pfeifen, nur mit Wörter mamisch. In der Rebbe lernt mit die Kinderlach, dem Aleph Beis.